Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, in diesem Format erzähle ich euch ein bisschen meine Einschätzung zum Spiel und zeige euch, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Natürlich zum Rückspiel in der Champions League zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Ja, was haben wir zu erwarten von dem Spiel? Ich denke, das Hinspiel hat alles gezeigt. Also eigentlich kann ich mir das sparen, hier groß was zu erzählen. Cappy leicht schief oder was? Läuft heute auch wieder. Ihr habt alle das Hinspiel gesehen. Ich denke, wir können im Rückspiel Ähnliches erwarten. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie ein langes Abtasten sehen werden. Erst recht nicht, weil wir ein Tor hinten sind. Natürlich werden wir jetzt nicht blindlings da von Minute 1 an. Obwohl, wer weiß? Wer weiß? Ich weiß nicht, ob es eine Viertelstunde Anlaufzeit wieder geben wird, wie im letzten Spiel. Ich denke, beide Mannschaften wissen, was auf sie zukommt. Wir haben die Heimkulisse. Natürlich sollte man versuchen, die Heimkulisse von Minute 1 an anzuzünden. Ähm, Wir haben die Mittel dazu, ja. Natürlich muss man 'ne gute Balance haben, weil der Schuss kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Wir haben gesehen, dass Paris wahrscheinlich das beste Umschaltspiel der Welt hat. Also, klar, ich kann jetzt nur Europa irgendwie beurteilen, aber das Umschaltspiel von Paris Saint-Germain ist schon brutal, Alter, ja. Ähm, Wir haben auch ein gutes Umschaltspiel, aber nicht in dem Maße, ja. Wir haben andere Qualitäten. Wie gesagt, das Hinspiel hat alles gezeigt, ja. Könnte es ein bisschen taktischer werden? Boah, schwierig, ja, schwierig, schwierig. Weil beide Mannschaften haben ihre Stärken einfach in der Offensive. So einfach im Spiel gestalten, im Gegenpressing, in der Offensive. Das sind die Stärken dieser Mannschaften. Und wenn eine der beiden Mannschaften zurücksteckt oder zurückstecken muss, weil die andere Mannschaft dominiert, dann beraubt man sich natürlich dieser Stärke. So, ja, ich denke, da gibt's keine 2 Meinungen zu. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich habe es schon gesagt in der PK-Reaction, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, malen wir den Teufel nicht an der Wand, aber sollte Paris in Führung gehen oder sollte Paris im schlimmsten Fall 'n Doppelschlag gelingen und relativ frühzeitig mit 2:0 in Front liegen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man aus dem Hinspiel vielleicht 'n bisschen was gelernt hat, ja, und dann vielleicht eher sagt: „Komm, wir ziehen uns 'n bisschen zurück, versuchen 'n bisschen Kräfte zu schonen und nutzen einfach unsere Stärke im Umschaltspiel, anstatt versuchen, dieses immer wieder Gegenpressing gegen den FC Bayern zu fahren“, ja? Ähm Das wäre auch das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was wir natürlich nicht hoffen wollen, ja. Ähm, also, ich erwarte schon wieder auch 'n torreiches Spiel, ja. Ob's jetzt wieder 5-4 wird oder 5-3 oder 4-2 oder 3-2 oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das 'n Spiel wird, was irgendwie 1-0 oder 2-1 ausgehen wird. Ja, vielleicht täusche ich mich. I don't know, das werden wir dann morgen sehen. Aber ich denke, beide Mannschaften sind halt auch in der Lage, auch das hat das Spiel ja gezeigt. Ich glaube, Paris hat, 3 Tore in 6 Minuten gemacht, wir ähnlich, ähm, dass beide Mannschaften gar kein Problem haben, mal eben aus dem Stegreif innerhalb von 2, 3, 4 Minuten 2 Tore zu machen, ja? Also, selbst wenn 'ne Mannschaft mit 'n Tor vorne ist, da kann sich keine Mannschaft sicher sein, ja? Ähm, und da will jetzt keine Mannschaft, riskieren, da irgendwie 'n Prozentpunkt nachzulassen, wenn der Gegner ihn nicht dazu zwingt, also ich bin sehr gespannt, ja, ob's ähnliches Spektakel wird. Die Frage ist auch, ich weiß nicht, wie Paris jetzt so auswärts performt hat. Müsste ich mal reinschauen. Kann ich ja mal eigentlich mal eben machen, oder? Champions League, falls ich das finde. Warte mal. Paris Saint-Germain. Champions League Spiele 2026. Hm, Ja, wahrscheinlich muss ich ganze Spieltage durchklicken, ja. Ne, hier sehen wir's doch, aber das ist 25, hier ist 26. So, gucken wir doch mal rein.
Also 2:0 bei Liverpool gewonnen, 3:0 bei Chelsea gewonnen, 3:2 bei Monaco gewonnen, 2:1 bei Sporting verloren, das war im Januar, 0:0 bei Athletic Club, Athletic Bilbao oder was? Das war aber Dezember. Ja, Paris ist halt auch in 'ner guten Form, ja, genauso wie wir's, sind. Also, boah, schwierig, da irgendwas, zu sagen. Das muss man einfach, aber es war schon im Hinspiel schwierig. Ja, wie gesagt, der einzigsten Faktor, den ich mir vorstellen könnte, ist, ob Paris sich vielleicht ein bisschen beeindrucken lässt, wenn die Allianz Arena wirklich kochen sollte und wir diesen Funken, den es braucht, auch in diesem Spiel, der muss überspringen von der Tribüne auf diese Mannschaft und umgekehrt. Ja, ich glaube, dann setzt das noch mal 5 bis 10% obendrauf an Power frei, ja? Und das kann 'n Faktor sein. Erst recht sollte es, in der Verlängerung gehen. Ja, ich glaube, dann kann das sogar noch mal 'n richtiger Faktor werden, also ja, aber es ist wie im Hinspiel. Wir haben's ja gesehen, Alter. Es stand zwischenzeitlich 5:2. Also, wenn 'ne Mannschaft grade 'ne gute Phase hat und die andere Mannschaft grade nicht so 'ne gute Phase, kann auch eine der beiden Mannschaften mal eben schnell mit 3 Toren wegziehen, ja? Das ist auf beiden Seiten möglich, Alter, ja? Und dann hat man aber auch genau gesehen auf der anderen Seite, dass die andere Mannschaft auch wieder rankommen kann, ne? Also, das wird 'n hochinteressantes Spiel werden, da bin ich mir sicher. Und damit gehen wir mal rein in die Aufstellung, wie ich sie ins Rennen schicken würde. Ähm, ja, ich kann's nicht ändern. Bei mir wird 'n Obich ins Rennen geschickt werden, nicht Manuel Neuer. Wird nicht passieren, ist mir klar. Darum geht's aber auch nicht. Es geht nicht darum, die Aufstellung vorzusagen. Das ist gar kein Problem. Das ist relativ eindeutig, wie Vinny morgen aufstellen wird. Es gibt nur 2 Positionen, die 'n bisschen vakant sind, obwohl eigentlich nur eine. Also, bei mir würde Obi spielen, einfach aus dem Grund, auch wenn er bei dem Gegentor nicht ganz gut aussah, einfach aus dem Grund, weil Paris uns die Räume auswärts ohne Ende gegeben hat und sie uns auch je nach Spielverlauf natürlich auch im Rückspiel geben wird, ja? Und wenn da mal 1, 2, 3, 4 gute lange Bälle gespielt werden, ähm dann kann das 'n Gamechanger sein. Und das kann Urbich besser wie Manuel Neuer. Punkt, ja? Ey, vielleicht hat Manuel Neuer morgen wieder 'n richtig guten Tag und er spielt die Bälle auch 'n bisschen präziser und kann da 'n bisschen was einleiten, weil auch er kann das natürlich, ja? Hat er in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Aber Urbich könnte das mit Sicherheit besser, ja? Ähm, ja, Innenverteidigung sollte klar sein, ist 'n absoluter No-Brainer. Jonathan Tah, Upamecano. Wie gesagt, ich habe bei Min-Jae Kim immer noch keine Sorgen, wenn einer der beiden Wehwehchen haben sollte oder sonst was. Können wir auch direkt hier schon mal eintragen, hätte ich jetzt nicht das große Problem mit Min-Jae, ja. So gar nicht. Gut, damit kommen wir zu den Außenverteidigerpositionen. Das ist natürlich 'ne Geschichte, die 'n bisschen ja, die 'n bisschen 'n bisschen fragwürdiger ist. Ich glaube, ich würde mit Alphonso Davies anfangen, weil er's im Hinspiel echt gut gemacht hat. Hat mir gut gefallen, die erste Halbzeit, ja? Und ich würde auf der rechten Seite, mit Conny Laimer anfangen. Ihr wisst, ich bin 'n großer Stanny-Fan. Stanny hat mich die letzten Spiele aber nicht wirklich überzeugt. Conny jetzt auch nicht so 100%, aber fand ich 'n Tacken besser wie Stanny. Von daher würde ich persönlich mit Conny erst mal anfangen auf der rechten Seite, auch weil das immer noch mal 'n bisschen besser mit Michael Olise harmoniert als wie mit Stanny und Olise, finde ich. Das ist schon besser geworden so, keine Frage, ja, zwischen Stanny und Michael, aber Conny und Michael ist immer noch 'n bisschen besser, wobei Conny grade auch so 'n bisschen ja, wahrscheinlich die Vertragsverlängerung, die da so 'n bisschen mit reinspielt. BBC, ja, sind auf jeden Fall unsere Schwachstellen in dieser Mannschaft. Ich denke, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, ne? Wenn Stanny Normalform hat, ist Stanny eigentlich 'n No-Brainer auf der rechten Seite. Ich gehe auch davon aus, dass Stanny auflaufen wird in der Startelf. Wenn ich Vinny heute richtig interpretiert habe in der PK, dann wird 'n Stanisic und sehr wahrscheinlich 'n Alphonso Davies starten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht startet auch 'n Conny Laimer und Stanny
gleichzeitig und Davis sitzt erstmal draußen. Kann auch sehr gut sein. Gut, in der Mitte kommen wir nicht um Kimmich rum. Ja, Kimmich ist gerade auch in 'ner ordentlichen Form, ist völlig fein, ist okay. Und damals wäre die erste Personalie, die ein bisschen wackelt. Hm, Pavlo oder Leon. Tom Bischoff ist zu früh, wird mit Sicherheit als Einwechselspieler noch mal 'ne Option werden eventuell. Ähm, 'Ne sehr schwierige Entscheidung, wenn ich ehrlich bin, ja. Ich würde aber gegen Paris einfach auf die bessere Ballsicherheit von Pavlovic setzen, als sie Leon Goretzka hat, ja. Also, Kimmich und Goretzka ist mir zu wenig pressingresistent. So, das ist der Punkt, ja. 'N Pavlovic ist viel, viel pressingresistenter, als es 'n Kimmich oder 'n Goretzka ist, ja. Auch Pavlovic war die letzten Spiele schwierig anzusehen. Ihm haben so 'n bisschen die Eier gefehlt. Ich hoffe, das wird besser. Heimspiel, da sollte auch 'n bisschen mehr Brust raus und 'n bisschen mehr Selbstvertrauen da sein. Von daher würde ich mit Pavlo starten und ja, du hast Optionen mit Tom und Leon auf jeden Fall, ja, wenn's nötig sein sollte. Aber ich würde auch mit Kimmich, Pavlovic starten und ich gehe auch davon aus, dass wir so starten. Gut, der Rest vorne ist klar. Linke Seite Luis Diaz, ja, der wahrscheinlich brennen wird. Vorne Harry Kane ist auch klar. Die einzigste nächste Position, die vakant ist, ist die Zentrale. Da hast du die Auswahl zwischen Harry Kane und du stellst 'n Jackson nach vorne. Musiala, oder natürlich Lennart Kahl, ja. Ich weiß nicht, wie weit Lennart Kahl wirklich fit ist. Dass er jetzt gleich in die Startelf rutscht, gehe ich nicht von aus. Ich gehe davon aus, dass Musiala starten wird und auch ich würde mit Musiala starten, auch wenn er mich im letzten Spiel enttäuscht hat. Ähm aber wenn Musiala 'n guten Tag hat, seine Form findet, ist er natürlich schon stark. Und auch hier, du brauchst 'ne gewisse Ballsicherheit und Pressingresistenz gegen Paris und das hat 'n Musiala, ja. Also, Lennart Kahl auf der 10 hat mir bisher eh nicht gefallen. Wenn, dann müsste man Michael Olise auf die 10 ziehen und Lennart Kahl auf die Außenposition. Und dieser Stärke von Michael Olise über den Flügel möchte ich mich eigentlich erstmal nicht berauben gegen Paris, ne? Auch wenn er's im Hinspiel schwer hatte über außen und dann er durch die Zentrale 'n bisschen stärker war. Ich würde mir diese Option aber nicht von Anfang an zubauen, ne? Das Schöne ist, wir haben dann jetzt hier noch mal Optionen, ne, wobei Jackson, weiß ich nicht wirklich 'ne Option ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber wir haben wieder Optionen. Ich glaube, selbst 'n Guerrero ist wieder mit dabei, ja. Auf der PK hieß es heute nur, dass, ähm oder war's Guerrero, der nicht dabei ist? Ne, nur Gnabry war die Rede. Ich trage ihn mal ein. Ich weiß es nicht, ob er dabei ist, im Kader ist. What the hell? Ob Guerrero wirklich 'ne Option ist, I don't know. Der hat, Leistungen wie ja, Licht und Schatten so, ja. Sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Ähm ich denke, das ist eh 'n Spiel, wo 'n Diaz, wo 'n Olise und 'n Heavy durchziehen müssen. So, die 3 werden durchballern, egal wie lang dieses Spiel geht. Ähm, Diaz hat eh die Fitness, Olise sollte sie auch haben. Harry Kane, wissen wir, ist 'n absoluter Beißer, 'n absoluter Löwe, der sich da reinschmeißt und wenn er auch nur noch auf 60 Akku läuft, ja. Die einzigste wirkliche Position, die ich für 'n Wechsel sehe in der Offensive, ist wirklich mit Jamal Musiala, den ich wahrscheinlich nicht mehr wie 60 Minuten geben würde. Ähm, dann wird sehr wahrscheinlich Lenny kommen, Olise in die Mitte, Lennart Kahl über die rechte Seite, nicht Lennart Kahl durch die Mitte, das war bisher immer 'ne Farce. Ähm sollte es in der Verlängerung gehen, hast du halt noch mal 'n Jackson und 'n Guerrero, die du reinschmeißen könntest, wenn's in der Offensive Frische braucht. Du hast in der Zentrale mit Goretzka und Bischof, grade mit Bischof auch noch mal 'n super ballsicheren Spieler, ja, den du auch auf 'ner Zehnerposition bringen könntest. Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Und in der Verteidigung hast du mit Kim, ja, Ito haben wir natürlich auch noch für die Innenverteidigung oder für die linke Verteidigerposition. Ähm wir haben Alternativen, ja, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten haben wir natürlich noch Ndiaye für die Zentrale, obwohl der mir das ist kein Niveau, um den gegen Paris zu bringen. Ja, da lege ich mich fest, ja. Ähm
Das ist der Kader, ja. Und wie gesagt, für mich gibt es die einzigsten Überraschungen, wäre halt wirklich, irgend 'ne Außenverteidigerposition, ja. Meine Mannschaft wird so nicht auflaufen, weil hier wird 'n Manuel Neuer im Tor stehen. Ähm Was okay ist, solange Manuel Neuer da ist. Wie gesagt, ich hoffe, er hat 'n besseren Tag, ja. Bei mir wird er nicht in der Startelf stehen, aber es geht ja nicht nach meiner Meinung. Das wäre meine Startelf. Wie wird sie sein? Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass vorne die 4 starten werden. Ich gehe davon aus, dass Kimmich, Pavlo, Tah, Upa sollten No-Brainer sein. Neuer ist 'n No-Brainer. Ich denke, Alphonso Davies wird 'n No-Brainer sein, allein aufgrund des Speeds und weil er's in der ersten Halbzeit auch wirklich gut gemacht hat, ja, und am Wochenende auch nicht so viel gespielt hat. Und rechte Seite bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass 'n Stanisic anfangen wird, wenn ich so zwischen den Zeilen gelesen habe. Bei mir wird 'n Conny Laimer anfangen. Und ich bin gespannt, wie's dann am Ende kommen wird, ne? Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist die Aufstellung schon sehr vorhersehbar für morgen. Aber das Schöne ist, wir haben 'n paar Alternativen, wie die wir im Hinspiel halt nicht hatten. Mit so 'nem Lennart Kahl, so 'n frechen Jungen, der unbekümmert da vielleicht reinkommt, ne? Mit so 'nem Tom Bischof, der da auch 'ne Qualität hat, 'n Leon, der 'n sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Die letzten Spiele generell sehr fokussiert, sehr ehrgeizig. Rafa Guerreiro, weiß ich nicht, Jackson, we will see, ja? We will see. Vielleicht wird auch, Jackson der goldene Mann in der Verlängerung, was ich nicht hoffen will, dass wir so weit gehen müssen. Es wäre schön für die Nerven, wenn wir's in den 90 Minuten klären. Ich denke, wir können uns auf 'n Fußballfest freuen. Ob jetzt positiv oder negativ, werden wir morgen zusammen vielleicht der eine oder andere von euch im Stadion, Alter. Wenn, gebt 110% Vollgas, schreit für mich mit und ansonsten der Rest vor der Glotze ähm, sich reinziehen, ne? In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, alle Daumen sind gedrückt. Packen wir's, schaffen wir's irgendwie ins Finale. Es wäre mega. Tschüssi.